Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich mit euch über ein aktuelles Thema reden, wo gerade der Kassensturz auch ein Video dazu gemacht hat, und zwar über Bisphenol A. Sie haben dort einen Bissring getestet und geschaut, ob es Bisphenol drin hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie schlimm ist denn das? Und was soll ich denn jetzt machen? Sollen wir jetzt die Bissringe alle wegwerfen? Was gibt es für Alternativen? Und diese Frage würde ich jetzt mit euch klären. Was ist Bisphenol A? Bisphenol wird in Polycarbonat und in Epoxidlack verwendet. Es ist ein hormoneller Schadstoff und verändert somit den Hormonhaushalt. Es wird durchs Essen oder auch durch Berührung aufgenommen. Wer soll darauf schauen, dass er möglichst wenig BPA zu sich nimmt? Das sind mögliche Folgeschäden, wenn man BPA zu sich nimmt. Vor allem Kinder vor der Pubertät sollen möglichst wenig BPA zu sich nehmen über das Essen oder auch über das Kauen von Bissringen. Es ist ein hormoneller Schadstoff und somit kann der Prozess der Entwicklung verändert werden. Auch Schwangere sollen möglichst wenig BPA zu sich nehmen. Aus dem gleichen Grund, es ist ein hormoneller Schadstoff und der Hormonhaushalt ist während der Schwangerschaft mega wichtig, spielt eine große Rolle für die Entwicklung des Kindes. Was gibt es für Verbote in der Schweiz für BPA? Es hat im Jahr 2006 eine Verschärfung vom Grenzwert für Kunststoff, wo mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Das heisst zum Beispiel für Verpackungen von Lebensmitteln. Die haben einen tieferen Grenzwert bekommen für den BPA-Gehalt. Das heisst aber nicht, dass es gar keinen drin hat. Im Jahr 2017 hat es ein Verbot für Bisphenol A in der Verwendung von Schöppen. Und im Jahr 2018 ist der Grenzwert für Spielzeugherstellung von BPA auf 0,04 mg pro Liter gesetzt worden. Das heisst, wenn man Spielzeug eben zum Beispiel in den Speichel einleitet oder so, dass in einem Liter 0,04 mg BPA haben darf. In Österreich gibt es ein grundsätzliches Verbot für BPA bei Nuggis und bei Bissringen. Warum gibt es kein allgemeines Verbot für Bisphenol in der Schweiz? In vielen Alltagsgegenständen ist BPA verwendet. Zum Beispiel wird es auch in der Herstellung von Spielsachen benutzt. BPA ist ziemlich gut erforscht. Darum gibt es in der Schweiz kein grundsätzliches Verbot, weil man nicht möchte, dass die Hersteller einen anderen Stoff benutzen für die Herstellung von diesen Materialien, wo vielleicht noch viel weniger erforscht ist und auch andere oder schlimmere Folgeschäden zur Auswirkung haben. Wir kommen zum Video vom Kassensturz. Die Universität Lausanne hat vor 2 Jahren Urin von Babys getestet und hat dort verschiedene Bisphenol gefunden. Darum haben sie sich jetzt entschieden, um 10 Bissringe zu testen und zu schauen, ob es dort vielleicht der Ursprung liegt für die Bisphenol, die sie gefunden haben. Sie wollten den Test möglichst natürlich gestalten und haben gleich grosse Stücke von Bissringen abgeschnitten und im künstlichen Speichel für 30 Minuten eingelegt. Sie haben es geschüttelt, dass es so wirkt, als würde man das Biss drauf herumkauen, und haben dann auch Bisphenol gefunden. Sie haben in 7 Bissringen verschiedene Bisphenol gefunden und in 5 Bissringen haben sie Bisphenol A gefunden. Manchmal war auf der Verpackung von diesen Bissringen deklariert, dass es kein BPA enthält. Die Menge von dem Bisphenol, das sie gefunden haben, ist aber immer unter dem Grenzwert von Spielzeugherstellung in der Schweiz. Was heisst das jetzt für uns Eltern? Habt ihr vielleicht gerade so einen Bissring, wo Bisphenol gefunden worden ist, daheim? Ich empfehle euch trotzdem, den nicht wegzuwerfen.
Weil der Grenzwert der Spielwarenherstellung ist bei dem Bissring sicherlich nicht übertroffen. Sonst müsstet ihr nämlich eure anderen Spielsachen wie die Puppe auch wegwerfen. Weil die Puppe könnte 30 Mal mehr BPA enthalten wie die Bissringe. Und auch ganz viele andere Kunststoffspielsachen, die ihr daheim hättet, müsst ihr dann alle in den Kübel werfen. Was gibt es denn für Alternativen für Bissringe? Ich empfehle euch vielleicht einfach, um das ein bisschen zu minimieren, mal ein kaltes Gurkenrädchen geben oder einen kühlen Wäschlumpen oder auch einfach den Osa Zahnschäl. Oder es gibt auch die Feierliwurzel, die vielleicht auch als Keimschleuder bezeichnet wird. Aber wenn man die hygienisch benutzt, kann das sehr gut helfen und auch sehr gut sein. Man soll sie einfach nach den 10 Minuten, wo man es am Kind gibt, gut abwaschen, auf den Teller legen, gut austrocknen und zum Desinfizieren kann man es auch mal einen Tag in den Gefrierer tun, weil die Kälte tut die Keime abtöten. Also, danke vielmals, tschüss miteinander!